Und wieder mal ist es Zeit für ein Duell, Freunde, hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. So, ich habe mir jetzt offscreen noch ein bisschen unsere Karten angeguckt, die wir so haben, und mir eine neue Strategie überlegt für ein neues Deck. Und ich muss sagen, ich sag's mal so, wir haben noch nicht so toll viele Karten, also hinsichtlich der Zauberfall eigentlich schon, da geht's einigermaßen monstertechnisch. Egal, so, jetzt hätten wir uns mal unser altes Deck vom letzten Part noch und jetzt wird es Zeit, das neue Deck zu laden, das ich mir gerne mal kurz zusammengestellt habe. Ja, da seht ihr, haben wir noch sehr viele, teilweise ein bisschen sehr viele Typen drin von Monstern. Aber auch noch ein paar normale Effektmonsterkarten und besondere Effekte und so und auch Zauberkarten und teilweise denkt, ja, braucht es sie oder braucht sie nicht. Und deswegen mal ganz kurz unser neues Rezept laden, was wir am letzten, also offscreen noch zusammengestellt habe. Moment, wir sehen es gleich. So, genau, das ist das alte, was wir aktuell noch haben, das Starterdeck. Und hier kommt das Synchro Nummer 1 Deck, was, seht es euch einfach an. Ja, wenn es ein bisschen schneller laden würde. Hallo Spiel. Dieser Ladevorgang immer so. Ich habe jetzt mal beide Monarchen drin, also sprich Teslos und Zauber, weil er sonst ein bisschen zu wenig Monster hätte. Haben wir ja noch Gaia drin, Ritter des dunklen Windes, kann immer ganz gut. Und auch der Mega Cyber Breaker ist endlich drin, genau. Da haben wir auch noch drin und so ein paar neue Empfängermonster endlich mal. Ja, seht, wir haben im Grunde genommen ziemlich. Ja doch, im Grunde genommen sind es eigentlich schon coole Karten, die schön aufeinander abgestimmt sind und so. Das Problem ist einfach, wir haben noch ziemlich wenig Speed im Deck. Mit Speed meine ich halt vor allem hier in meinen Krieger-Lady ist ja schön, eine drin zu haben, aber ich brauche eigentlich eher 3 und ja. Wie gesagt, das Deck vor allem aus Sicht der Monster ist momentan noch ein bisschen langsam. Aber gut, ich hoffe, dass er das eigentlich relativ gut mit Zauber und Fallenkarten noch, natürlich auch mit den Synchromonstern noch ausgleichen kann. So, wollen wir dazu. Jetzt hier noch ein bisschen, nicht filtern, sondern sortieren. Und zwar nach Kartenrand, wenn es geht. So, nach Monster, Zauber und Fallenkarten. Hier noch ein paar Zauberkarten, haben wir auch Angriffsbefehle nach Empfangen reingepatcht. Das ist ja dazu da, dass ich einem Monster die Angriffspunkte eines Empfängermonsters zuschalten kann, das ich am Friedhof habe. Und ihr seht schon, wir haben ja einige Empfänger, wie zum Beispiel Grümpelsynchronisierer oder auch noch, wo ist er jetzt? Wo bist du? Ah, hier genau, da findest du Resonator. Und natürlich auch noch Krebons, sind alles Monster, hallo, bist du jetzt? Ah, hier. Krebons, genau, und sind alles Monster, die über 1000 Angriffspunkte haben und deswegen, ich finde, einem Monster schon mal ziemlich schnell einen coolen Angriffsmodus geben können. Genau, so, Rückkehr des Kriegers, natürlich auch cool, Drachenseelenschwert sowieso, wenn wir so viele Krieger haben im Deck. Was aber sonst für neue Karten reingepackt? Kartenzerstörung, Kosten verringern jetzt auch, weil vor allem, wenn wir jetzt so viele, ja, teilweise eigentlich auch starke Monster haben, vor allem mit einem, sagen wir mal, einen Tribut und so. Kann natürlich auch ganz cool hier mit, wo ist es, genau hier, letztes Angebot noch kombinieren. Was wir vor allem auch brauchen, natürlich die Eisenschrot, Vogelscheuche und was haben wir noch alles? Spalket sowieso dazu, Schildstoß auch immer ganz cool. Riesentornade sowieso. Nachladen kann auch ganz nützlich sein. Und was ich jetzt auch reingepackt habe, ist noch die magische Steinausgrabung. Sprich, wir können 2 Karten abwerfen, um eine Zauberkarte zurückzuholen. Das kann unter Umständen auch einem mal den Arsch retten. Wobei, das braucht eine bessere Karte, zum Beispiel Gehirnkontrolle oder auch Monsterreanimation, um da was besser reißen zu können. Aber hey, immerhin besser als nichts, wa? So, die Rüstungen sind noch drin. So, das haben wir schon mal erwähnt, genau, magischer Abfluss und so. Und trotzdem kommen wir auf direkt mal 40 Karten pro Deck. Nicht schlecht, wa? So, jetzt noch 5 Synchromonster. Sind im Grunde genommen eigentlich auch schon alle, die wir haben insgesamt bis jetzt. Und deswegen, ich meine, XL Urbelung können wir sowieso. Ja, da Menge nicht. Doch, den können wir rufen. Ich meine, Stufe 7 Monster, 2200 Angriffspunkte. Naja, eher weniger. Der ist natürlich vor allem geil, Sternstabdrache. Der Ritter Parscher wird vermutlich eher nicht so zum Zuge kommen. Ich habe sowieso kein Lichtmonster, was ich dafür synchronisieren könnte. Manchmal ein Druid kann auch teilweise noch ganz cool sein. Und vor allem Goyo-Wächter. Ey, dann haben wir mal zwischendurch so offscreenmäßig mal noch in einem freien Duell mal noch geprobt und der hat, man glaubt es kaum, aber man glaubt es kaum, so rum.
Man glaubt es kaum, aber der hat echt noch eine coole Kartenanimation. Ja, auch ein bisschen erstaunt, dass es so etwas noch gibt. Ja, soweit einfach mal das Ganze noch hier mit Side-Deck und momentan noch nichts drin. Einmal so unser erstes neues Deck, Synchro Nummer 1, was hoffentlich, naja, ich meine, wir haben erst 189 Karten, das sind, glaube ich, wie ich mal gesehen habe, erst etwa 4% aller Karten, die es in diesem Spiel gibt. Also, da wartet uns schon noch eine Menge. So, das heißt aber, Synchro Nummer 1 wird jetzt mal ausgiebig getestet. Ich hoffe mal, wir haben noch sehr viele Siege damit zu verbuchen. Also ein Yggdrasil 1E. Tschupp. Dann schauen wir mal, Leute. Apropos neue Karten, fällt mir gerne noch was auf. Genau, Aperolette erstmal ein bisschen drehen. Und zwar haben wir noch informiert, es gibt in diesem Spiel tatsächlich auch die ägyptischen Götterkarten. Das Problem dabei ist nur, es gibt sie nicht alle. Tja, was heißt das? Boah, Level 7 bereits. Das heißt, es gibt leider Gottes nur 2 von ihnen, und zwar Obelisk und Ra. Ja, das sind alle schon... wie es? Ah, so. Die sind alle schon weiter. Ich brauche ein Duell. Hey du, komm duellieren mit mir, okay? Okay. Gut, dann auf ins Duell. Ganz ernst plötzlich. Ja, denkst du auf den Obelisk und Ra ist deswegen, weil die 3 Götterkarten sind mittlerweile ja auch spielbar geworden, sprich sie haben ein neues Artwork gekriegt auf der Karte und wie gesagt, man kann es jetzt auch zocken. In regulären Duellen und so, und deswegen es sind aber nicht alle miteinander erschienen, sondern irgendwie erst nacheinander, und Slifer ist, glaube ich, sogar der also zuletzt erschienen, ich glaube, das war sogar so, dass zuerst Obelisk erschien als Karte, nach Ra und zum Schluss eben Slifer, und deswegen ist wohl Slifer noch nicht in diesem Spiel integriert. Nee, jetzt habe ich mein perfektes Deck! Ja, und da halt diese Spiele meist noch keine Update-Funktion für die Karten haben, sprich mit Booster-Packs und so, um neu zu integrieren. Naja, gibt's ja halt jetzt noch nicht. Ich rufe mein Telefon, jemand kann ich telefonieren, ganz geil, wa? Ja, wenn du meinst. So, und würfeln da mal, und er würfelt eine 5. Oh, was sind das? 5 Karten sind oder wie? Okay, sieht interessant aus. Und jetzt, was kann er machen? Oh oh. Das sieht übel aus. Die Morphtronische Schleider. Jetzt nur ein Monster? Moment, der kann 5 Karten wählen und dann oder die 5 obersten Karten ansehen und dann sich... Hä? Verstehe ich nicht. Ist auch egal. So, ich ziehe da mal. Was haben wir jetzt hier Schönes? Wir haben morphtronisches Cellphone, solange ist eine Position. Kannst du ein morphtronisch Monster als Tribut anbieten, außer die Schleuder, um eine Karte vom Spielfeld zu zerstören. Oh. Verteidigungsposition, wenn diese Karte zerstört werden würde, kannst du stattdessen ein anderes morphtronisch Monster zerstören, das du kontrollierst. So. Not bad, Kumpel, not bad. Na dann. Machst du jetzt hier am besten. DD kriegen, ne, behalte ich immer noch. Gut. Dann setze ich mal einen Monster-Verteidigungsmodus und noch 2 Karten verdeckt. Dein Zug, Leo Wilson. Natürlich nur Leo. Was denn das? Was ist für eine Karte? Achso. Genau, da man schnell den Kartenmodus variieren. Natürlich auch nicht schlecht. So, was sieht er jetzt? Eine 3. Wie jetzt 3 kann oder 1 rufen oder davon oder wie? Die Kamera und... Ja, oder wohl die Kamera war. Bingo! Er ruft die morphtronische Kamera! Sagt Tschüss! Nö, lieber nicht. Ja, ist ja schön für dich. So, die Schleuder bitte wählen. Was macht er jetzt? Monster opfern? Nein, nicht die Karte, bist du wahnsinnig? Nein, wie kannst du nur? Wieso nicht meine verdeckten Karten? Du bist ein Arsch, Leo. Ich hasse dich. Autsch. Was denn jetzt? Apparateschlepper! Was ist das für eine What the f...
Ja, WTF. Was ist denn das für eine Karte? Ah, jetzt greift er an, ja, ist klar. Und ultimative Kraft. Apparate Kanone, greif an. Was zum Henker? Oh, wow. Hilfe. Du bist wohl bekloppt, Alter. Was ist denn das für eine Karte, Mensch? Einmal pro Spielzug kann seine beliebige Anzahl Morphthronisch-Monstern an der Hand auf den Friedhof legen, diese Karte 800 Angriffskraft wieder erhalten zu lassen. Oh, not bad. Na dann. Tschüss. Oh nee, das ist gemein. Nicht mein Monster. Ein armer Schlepper. Hier kommt nix. Oh oh. Das wird wehtun. Aua. Muss das sein? Naja, ich hab genug Lebenspunkte auf Vorrat. Also von mir aus. Dann wollen wir mal. Gerümpelkrieger. Der Synchronisierer. Das Problem ist nur, ich habe gar kein Level 2 Monster auf dem Friedhof. Verdammt. Ja, ist auch sowas, ey. Ich überlege gerade, wie habe ich denen früher gezockt? Ach stimmt, die haben ich früher mit Riesenbazillen gezockt. Das spricht ein Finsternis-Deck. Also Finster Synchron-Deck eigentlich eher. Wenn ich da halt irgendwie mit den Riesenbazillen 3 Stück da hatte oder irgendwie nur einen auf dem Friedhof, auf dem Feld bereits und ihn gerufen habe. Ey, da kann sie so geile Kombinationen spielen. Naja, muss jetzt halt ein bisschen variieren. Deswegen kommt jetzt meine Zauberkarte Hammerschuss. Ciao, ciao, kleine Schleuder. Nun gut, nun rufe ich DD-Krieger im Angriffsmodus. Dann jetzt für die Kampfphase. DD-Krieger, direkter Angriff auf Leos Lebenspunkte. Das wäre Chatbon. Auf keinen Fall. Doch. Tja, komplett ausgeglichen, wa? So, machen wir meinen Zug. Jetzt bist du wieder dran. Ich würde fast, Leute, das Duell mit Leo könnte noch den ganzen Part in Beanspruch nehmen. Was nicht schon wieder? Morphthronischer Magnet. Der hat ein bisschen zu wenig Angriffspunkte, Kumpel. Bitte was? Kumpel, du verstehst den Effekt aber schon von einer Karte, oder? Ist der bescheuert oder was? Keine Sorge. Nein, mein Monster schickt es zum Rennen. Na, ganz toll, sprich beide. Also eine Glanztat, Leo, dankeschön. Menschenskind, hey. Ja, der Krieg ist eine coole Karte, aber das war gerade ein bisschen doof. Oh, der Explodierdrache. Das wäre natürlich auch nice. So, was hat denn der für einen besonderen Effekt? Kann nur ein Monster in den höchsten Angriffspunkt. Na gut, von mir aus. Nichts Relevantes. Ich rufe den Explodierdrachen im Angriffsmodus. Ja, wie gesagt, mein Deck, also Feldkontrolle, die habe ich ja mittlerweile eigentlich ziemlich gut, aber wie gesagt, der Speed fehlt einfach noch. Überhaupt kein Speed drin, nix. Macht echt irgendwie ein paar Riesenratten nicht, weil. Ja, wie gesagt, ein paar Riesenratten nicht, weil die bringen sowieso nicht. In diesem Zusammenhang ein paar mystische Tomaten vielleicht, wegen dem Finsternis-Attribut. Das wäre noch was. Oder eben ein paar Kriegerlady Einöde mehr. Von Kriegerdeck, wobei. Ja. Ja, weiß auch nicht. Muss mal gucken. Hier kommt der Autotron. Also Leo, hey, der geht mir auf die Schnürsenkel, das glaubst du gar nicht. Was denn jetzt? Au! Du Arsch! Endphase! Nicht mehr lange, Kumpel, nicht mehr lange. Das ist mir aber. Leute, es wird Zeit, Goyo-Wächter zu rufen. Oh, Swiftgeier, der wird geil. Aber verdammt, ich hab Teslos auf dem Schreibungskloster, ist egal. Ich rufe, Gerüppelsynchronisierer aufs Feld. So, Leute, ihr seht schon, da links unten ist grün markiert. Das wird geil.
Den Punkt hinzufügen. Okay, mir scheißegal. Es wird Zeit. Los geht's! Ich stimme meinen Grümpel-Synchronisierer auf meinen Explodierdrachen ein und rufe den mächtigen Gojo-Wächter im Angriffsmodus. Und da kommt er schon. Nee, sag ja, Gojo hat's drauf, ey. Alles für den Gojo-Wächter. Und jetzt, Freunde, jetzt kommt der Angriffsmodus und der ist noch viel geiler, ey. Viel Spaß. Gojo-Wächter. Vernichte sein Monster! Echt nicht schlecht. Natürlich schade, dass nur ein paar Monster diese Effekte haben, sprich Animationen haben. Was soll's. So, Effekt aktivieren natürlich. Somit bekommen wir sein Monster. So, Leo. Kann ich da einen Rausline-Effekt aktivieren? Wait mal, geht doch garantiert. So, Effekt aktivieren! Morphdronisch ist Datatron! Oh, nein, das gibt's nicht, er setzt mein eigenes Monster gegen mich ein, wie fies! Ja, Leos Text ist sogar ein bisschen anderer, aber ist egal. So, mein Zug ist beendet. Jupp! Gojo Wächter vor der Win! Ja, ich sag ja, Feldkontrolle! Das Feld gehört mir, bis er irgendwie eine Monstervernichtungskarte spielt, aber da hoffe ich jetzt mal nicht drauf. Morphdronisches Cellphone. Wieder eins. Okay, in den Verteidigungsmodus ist mir ja klar. Und jetzt eine spezielle Fähigkeit. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was würfelt der? Eine 6, ist klar. Will gar nicht ziehen? Moment mal. Das ist eine andere Wirkung. Das muss ich gleich mal... Rücke des Kriegers. Das könnte auch geil werden. Gleich mal ganz kurz gucken. Was hat denn der hier? Ganz einen Würfel werfen. Sieh das Würfel oben, das kann man dann Deck an, wie das Würfelergebnis und lege sie dann mit der Reihenfolge zurück. Achso, ich sehe die gar nicht. Okay. Ist ja nicht schlecht. Aber jetzt hier, das ist ein Stufe 3 Monster. Ich kann das Grümpel-Synchronisierer zurückholen mit dieser Karte. Was nützt mir denn? Habe ich noch so ein Stufe 6 Monster im Deck? Nö, oder? Nö, das magische Android. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber egal, erstmal aktiviere ich eine besondere Fähigkeit von Datatron. Mann, das gibt's nicht. Gemeinheit. Ein Sorge, Leo, was ich noch viel cooler als so drauf habe oder vor allem vorhabe. Stufe 1 also. Ich rufe ein Stufe 3 Monster zurück. War der hat Stufe 6. Das geht so nicht, aber Stufe 7. Stufe 7, Ich überlege gerade, ich will irgendwie... Moment, da geht doch. 3. Verdammt, nur 7. Nein, gibt's nicht. Wie zum Henker hole ich ihn jetzt? Magische Android geht natürlich auch nicht. Oh, das ist ein bisschen doof. Ich würde gerne mal einen Sternstabdrachen rufen. Ach, egal, scheiß drauf. Ich rufe Teslos, den Feuersturmmonarch. Und aktiviere seine besondere Fähigkeit. Macht nicht gerade viel Schaden, wa? Tja. Immerhin ein starkes Monster eigentlich abgeworfen. Apparate-Schlepper schon wieder. Naja. So, morphtronisches Cellphone also. Das wird auch gleich mal schön erledigt werden. Und zwar natürlich mit meinem Gojo-Wächter, mit dem neues Monster kriege. Jetzt gehört ein Monster mir. Juhu! Kommt zu uns, wertiges Monster! Natürlich! Sei gegrüßt, morphtronisches Cellphone und jetzt Testalos Feuersturmmonarch, direkter Angriff auf Leos Lebenspunkte! Bye bye!
verdammt, das ist heiß. Ohne Scheiß. Ja, ich weiß. Dreifach rein, man, schlecht. So, gehen wir in die zweite Main-Phase, nicht wahr, liebe Freunde? Und aktivieren seine besondere Fähigkeit. Na dann. Kann man angucken, kann ich irgendwie sortieren. Kribons, den wollte ich, genau, Kribons. Hallo, nicht auswählen. Sortierreihenfolge. Bitte bestätigen. Ja, ich will gerne. Kann ich jetzt. Ja, toll, ich wollte gerne. Hallo? Moment, ich dachte, die können jetzt irgendwie eine besondere Fähigkeit aktivieren und die Karten heute sortieren. Was steht denn jetzt da? Sieht ja so viele oberste Karten, aber dann legt kann wie das Würfelergebnis und lege sie in der selben Reihenfolge. Achso. Entschuldigung, ich habe den Effekt falsch gelesen. Und mein Fehler. Okay, Kribons braucht noch 2 Züge. Ne, wisst ihr was, dauert mir zu lange. Bis da dann mal irgendwie einen Sternstabdrachen rufen könnte. Nö. Das braucht's nicht. So, Zug beendet. Oh Mann, ist das fies, ey, wa? Mit Goyo-Wächter ein Monster stören und dann zurückholen auf meine Seite des Felds, ihre Fähigkeit aktivieren und sie als Synchromaterial oder als Tributmaterial verwenden. Ja. Es kann so schön sein. So, Staubtornado und tschüss, du verdeckte Fallenkarte. Lieber kein Risiko eingehen. Zack. Nö, jetzt noch nicht. Aber dann später. Nun, was sicher ein schönes aus, natürlich Schildstoß, sei ganz klar. Könnt zwar den noch rufen, Geilritter des dunklen Windes, aber das Stufe 7, auch das bringt nicht viel. Eigentlich schade, wa? Ja, ich weiß, ich kann natürlich einen Angriffsmodus switchen. Geht eigentlich auch nicht, oder bringt auch nicht viel. Ist auch egal, was aber jetzt da von einem Wabuku war's. Ach du Scheiße. Aber egal. Leo, das Duell ist beendet, denn nun aktivieren wir eine Zauberkarte Schildstoß. Und finde ich ein verdecktes Monster. Ciao, ciao. Was war's überhaupt? Apparatearmee. Was? Arme. Apparatearme, alles klar. So, Goyo-Wächter, es wird Zeit, das Duell zu beenden. Direkter Angriff auf Leos Lebenspunkte. Jojo. It's over. Ich hab verloren, wie soll ich Luna beschützen? Das gibt's nicht. So gemein. Hätte ich fast gehabt. Ja, fast. Der war zwar meilenweit entfernt, aber ist egal. So Leute, ja, der Anfang meines Sticks war natürlich eher ein bisschen lame. Haben wir ja gesehen. Dafür war der Schluss umso cooler. Nein, ich hab verloren. Mist, hey. Nein, du bist nicht mehr stark, Michael. Ich dachte, du wärst schon besser, aber ich muss noch viel lernen. Aber wir duellieren uns mal wieder, okay? Ja doch, Leo. Kein Problem, Mann. So, das Aperolett nochmal. Ja, man kann jetzt also sagen, ins Rückblicken, das Deck hat noch ein paar Mängel auszubessern, ganz klar. Und trotzdem finde ich es gar nicht mal so übel, wie es eigentlich sein könnte. In diesem Sinne, ich hoffe natürlich auch, dass wir schon bald mal die restlichen Synchromons beschwören können, wie zum Beispiel auch Sternstabdrache. Aber wie das genau vor sich gehen wird, das sehen wir dann eventuell im nächsten Part, hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.